Es sind ehrlich mal dir schwächten Trailer gesehen und hunnisch gedacht, naja, ob dat wohl interessant geht, mir du hunnisch mich komplett geirrt. One Battle After Another von Paul Thomas Anderson ist nicht just einfach ein Action-Thriller. Es ist eine richtige Geschichte über Korruption, Revolution und wie Politik Menschen zerbrechen kann. Der Leonardo DiCaprio spielt den Bob Ferguson, ein Ex-Revolutionskämpfer, den alles handelt sich gelost wird, bis sein Durchstoff von einem korrupten Militäroffizier verfolgt an den Feiert geht. Für dann zurückzukriegen, muss hier sich mit seinen früheren Kampfgenossen zusammendienen. Das klingt klassisch, mit der weiß, wie den Anderson das erzählt, als alles ähnlich das wie Standard. Der Film dauert bald 3 Stunden, mir hat nie gefühlt, dass sich das ganz gezogen hat. Das Tempo ist erstaunlich gut. Viel Spannungsmomente, aber auch rohe Szenen, wo die Figuren Dave ausgespielt gehen. Du kannst für allem den DiCaprio zur Geltung hier als von den Akteuren, der wirklich alle Nuancen von seiner Rolle auslässt. Einerseits die hier als verletzliche Pap, mir auch als kompromisslose Kämpfer. Auch der Rest vom Cast ist absolut genial. Teyana Taylor bringt eine unvergessliche Energie ran, der Sean Penn ist brutal überzeugend als kranke Systemvertreter und der Benicio del Toro spielt eine von den mysteriösen Figuren, die dich bis zum Schluss nicht lassen. Wer ich wirklich spannend fand, der Film hat etwas von Satire, etwas von Witz, mir auch eine brutal Ehrlichkeit, die dich zum Beispiel an aktuelle Politik erinnert. Es fühlt sich bald an wie ein Spiegel von unserer Zeit. Just verpackt an einen explosiven Thriller. Klar, zum Schluss verliert der Film ein bisschen an Energie, es fühlt sich an, wie wann er nicht mehr ganz weißt, wie er ihn aufschließen soll. Mir nicht mehr nicht. Weil drehst du hin, ist so intensiv, dass du das Team einfach verzeihen kannst. Wer mich nach überrascht hat, den Trailer hat gut nicht gewesen, wie Dave eine komplexe Geschichte ist. Nicht echter wie Standard gewirkt. Mir im Kino hat sich herausgestellt, dass du viel mehr du handelt stichst. Und das möchte One Battle After Another für mich zu enger von denen richtig große Kino-Experienzen vom Jahr. Wie gesagt, dabei ihr aus. Hat ihr One Battle After Another gefallen oder ist der Film komplett überbewertet? Erzählt mir das ganz gerne in den Kommentaren. Und in dem Sinne verabschiede ich mich schon. Und dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß im Kino mit One Battle After Another. Ciao!